Für uns geht es weiter, nach wie vor heiter. Auch hier zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und ja, ihr seht schon, die Eisplatte, die ich noch vorhin gemacht habe, ist weg. Und zwar warum? Weil ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit der Eisplatte. Und mir dachte, hä, kann nicht sein, irgendwie. Auch vom Rätsel her und so, da muss ich irgendwie was damit zu tun haben. Und ja, ich hab's. Also, den Weg zum reinzuweisen, bringen dir dem Wasser einen Sprung und Schlüssel den 3 Altären dar. Die Rede ist vom Wasser entsprungenen Schlüssel, den 3 Altären, die wir hier sehen. Es geht nicht darum, dass wir 3 unterschiedliche Schlüssellinien haben müssen. Das war mal mein erster Fehler, den ich gemacht habe. Wasser vermag seine Form zu ändern. Genau, das haben wir auch sogar gemacht. Letzte Folge hatten wir eben dann mit der Eisfrucht, haben wir da eine Eisplatte gemacht und hier hingepackt. Und dann dachte ich mir so, komm, speicher mal und teste ein bisschen rum. So. Und dann, ich weiß auch nicht, ob ich zu müde war oder so, kein Plan. Ich meine, das Teil hatte genau die richtige Form. Und plötzlich, als das Teil ein bisschen gedreht hatte, zack, war es drin. Insofern ist das eigentlich die Lösung. Ne? Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben hier 3 verschiedene Größen auch, wir müssen es also schmelzen. Dafür haben wir den da, ne? Hier unseren netten kleinen Feuerdingsbums. Der wird hier für die Feuerstelle sein. Okay. Und dann habe ich hier noch einen. Das ist aber... Das war einer für Eis, oder? Ich habe sowas ja auch im Inventar drin. Okay. Bis was, Freunde? Ich mach's einfach mal. Der Hylia-Schocker. Hä? Wieso klappt das nicht? Der kann ein Schild nach oben drehen, ja, aber nach unten geht nicht. Ja, was ist das für ein Scheiß? Moment mal, ne? Wer ist denn da? Bist du neu hier? Oh. Du bist ein Freikörperkämpfer. Wieso Freikörperkämpfer? Hä? Ich trage doch Klamotten? Was ist los mit dir? Soll sich im Inneren etwas verbergen? Vielleicht sogar ein Monster? Nö, ein Schrein. Aber es war dasselbe. Eine Kleidung als Ramdas Schatz zu bergen. So, Ramdas Schatz. Ja, um die muss ich mich auch noch kümmern. Da war ja was. Also, es klappt schon, aber es dauert ewig keiner. Da geht ja mit dem in der Eisfrucht wesentlich schneller. So. Ich glaube nicht, dass es so schnell schmelzen wird. Das sind wir direkt mal den ersten noch. So, wir brauchen ja 3 Stück davon. Perfekt. Dann mal ein bisschen näher ran. 2 davon muss ich ja ein bisschen verkleinern, damit sie reinpassen. Der dritte hingegen müsste einfach so direkt funktionieren. Den ich einfach noch ein bisschen drehe. So. Das sollte eigentlich schon alles sein. Tja, Eis, Eis, Baby.
So, ganz langsam rüber. Ja, okay. Dass er runterrutscht, damit... Naja, das wollte er eigentlich nicht. Mann, Mann, Mann. So. Näher zu mir ran. Dankeschön. Wir müssen schmelzen. Link, was machst du da? Hat irgendwie die Eisplatte knutschen oder was? Bisschen so groß, war. So, jetzt aber. Numero 2. Oh. Ist noch kleiner. Oh. Fast zu klein, ne? Bisschen noch. So natürlich, aber so aus dem Nichts heraus, ne? Wie das vibriert, selbst im Controller. C'est très magnifique. Okay, ein Frostschild. Oh. Hier noch was oder? Nö, ist cool, wa? Welche beeindruckende Zurschaustellung deiner Fähigkeiten. Es ist dir gelungen, den heiligen Schrein zu finden. Nur mit einer meiner Mission, die mir vor langer Zeit aufgetragen wurde. Jo, schlaf gut. So. Der 139. Schrein. Raurusegen. Perfekt. Übrigens, apropos Aussegen und so. Ich habe da offscreen da geguckt wegen dieser Eisschicht. Und mir noch ein paar Gedanken gemacht von wegen, ja, mit den Schreinen, mit den letzten noch so auf der Oberfläche und im Himmel. Und dabei gesehen, dass wir im Himmel gar keine mehr haben. Also ohne Witz, wir haben im Himmel bereits alle 32 Schreine gefunden. Es fehlen noch ein paar hier unten, ne? Und wenn ich das richtig sehe, fehlen uns noch so viele, bis ich 20 Sehenslichter voll hätte. Das müssen jetzt noch 13 sein, ja? Ja, genau. Aktuell 7, 20 sind es noch. Ich meine, es sind nur noch 13 Schreine, sowohl zum Finden als auch zum Absolvieren, ne? Das darf man nicht vergessen. So. Also, dann haben wir es soweit gemacht. Hat er noch Markierungen drauf? Glaube nicht mehr, ne? Nein. Passt. Gut. Dann, hier oben sollen noch ein paar sein, haben wir so sagen lassen. Gehen aber erstmal ganz kurz hier hin. Weil ich glaube, das noch der letzte ist, den ich noch irgendwie schon gefunden habe und noch nicht gemacht habe. Und dann gehen wir mal zum Labyrinthen und gucken doch mal nach. Also im Labyrinthen, da gibt es ja nur noch auch, in Anführungszeichen, nur 3 Schreine, ne? Den da und dann hier unten noch da, aber wir wissen, von den 3 haben wir dann noch einen hier hinten.
Das sind schon mal 4. Dann habe ich hier drüben noch ein paar vergessen. Noch einer 5. Hier ist noch einer 6. Sonst habe ich noch einer verborgen. Da müssen noch bis zu 15 Schreine werden, ne? Klingt noch Spaß, ne? So. Erstmal rein hier. Das war, glaube ich, einer, der relativ easy zu finden war. Deswegen gehe ich jetzt mal von einem mehr oder weniger normalen Rätsel aus. Flüchtiger Fall. Das heißt, fallen muss ich, aber nur kurz. Okay. Kein Plan, wo das ist. Mist, sind nicht mehr da, ne? Scheiße, wir haben voll. Wer hat mir das drauf? Was ist denn das da hinten? Sieht so seltsam aus. So, geht doch. So geht's natürlich auch. So, dann wäre der Schein schon wieder fertig. Wo hätten wir hier die Truhe? Bisschen weit oben, war? Warte mal. Ah, okay, war nicht so ein Bogen. Schade. Ich dachte, wäre so ein Bogen, der sich mit ein bisschen so einer Energie ja, verlängern würde, sag ich jetzt mal, ne? Und die Schusskraft sich erhöhen würde. Dann nehmen wir halt hier, na, wo sind sie? So nach Typ, nein, warte mal, habe ich verwendet. Ich war die hier. Wieder zurückbekommen, krass. Aufmachen geht so nicht, ne? Ja, nehmen wir. Ist denn hier oben noch was? Wir gucken mal nach, ne? Heilige Scheiße! Geht's noch höher? Der Seite wohl nicht mehr ganz knusprig. Von hier oben? Ja, leg's mir mal Arsch, ey. Moment. Also ich verstehe
was das Spiel mir sagen will, worum es geht, ne, mit dem Timing und so, da verstehe ich alles. Und mir hat gesagt, der Schalter fehlt. Hey, wo ist denn der? Hallo Spiel? Wer ist Your Schalter? Aber ganz ehrlich, warum soll ich das so machen? Huch. Noch gesehen, dass da unten auch noch Wasser gibt. Warte mal, was hier? Vielleicht. Mal gucken. Sogar zwei müssen es sein. Da, seht ihr? So, heißt der muss nach vorne, aber wo ist denn... Hä, bin ich jetzt so doof oder was? Ich liege ein bisschen zu lange. Ich versuch's mal so. Ah, hier ist er. Entschuldigung, wir vorhin gar nicht gesehen. Oh. Entschuldigung, Link. Die Kugel ist noch da. Na Gott sei Dank. Ich finde, macht es ganz gut. Ah, warte mal, was mache ich da? Einerseits geht es darum, die Kugel runterfallen zu lassen, dann das Timing zu erwischen, bis halt die Plattform da ist. Ich hasse das jetzt schon. Ja, ist ja gut, ich gehe schon mal voraus, ne? Hä? Ist das plötzlich Ding auch wieder weg? Oh, Junge. Scheuerte Prüfung, ey. Ja, Link tut ja auch noch weh. Mhm. Ist klar, Junge. Da war das Zeitfenster auch noch weg. Ja, ich mach schon, wie das Spiel das will, ne? Fuck, ich kann in so einem Fall das gar nicht einsetzen.
Junge, was ein Tag heute. Spaß. Ich habe richtig Spaß. So. Das gibt's doch nicht. Dass immer so schnell wieder weg ist. Ey, bin kurz davor, das auf meine ursprüngliche Variante zu tun. Ja, Link, tu jetzt nicht so, ne? So tief war es aber doch nicht. So. So, mir schlecht das Rätsel, aber es hat funktioniert. Meine Güte. Was eine Geburt, ey. Ich meine, die Rätsellogik dahinter, die fand ich nicht schlecht, aber wie man das Ganze hätte ausführen sollen, muss ich sagen, ey, das, naja. Timing und so halt, ne? 8 Segenslichter, gleich 2 neue Herzen. Wenn ich mal überlegt, dass wir jetzt noch insgesamt 20 von den Dingern suchen müssen. Also jetzt noch 12. 12 Schreine noch insgesamt. Das ergäbe nach Adam Ries insgesamt 5 neue Herzen. Das heißt, uns fehlen noch 3 Herzcontainer. Klar, wir haben noch den 5. Tempel vom 5. Weisen. Danach sind es noch 2 Herzcontainer. Ich glaube nicht, dass wir vor dem finalen Bosskampf mit Gandalf nochmal Herzcontainer kriegen. Von ihm selbst vor allem. Ich glaube eher weniger. So, dann geht's mal zu dem Schrein. Muss fast, ne? Ist der nächste da. Ab zum Labyrinth. Mal gucken, was da so abgeht. Vor allem, mich nimmt es mal Wunder, was für eine Verbindung zum Himmel sein soll. Weil eben dort oben haben wir offensichtlich gar keine Schreine mehr. Weil wir schon alle geholt haben. Mir fehlen noch ein wilder Weiß im Himmel und mir fehlen noch 2, 3 Schatzkarten. Aber eben, allzu viel ist da auch nicht mehr. So. Wisst ihr was? Wir machen wieder mal. Oh. Ja, wir machen wieder mal. Oh. Oh. Schicke Waffen rufen. Ne, hier, haben wir noch einen. Outfit lasse ich mal so und dann wird es sein, wieder mal etwas Flottes zu bauen kommen. Noch lange nicht mehr gemacht. Das war ein scheiß Wetter, ey. Okay, nice. Erstmal gucken, was hier so geschrieben steht und so, ne? Forschungstagebuch Tag 1. Nach 2 Tagen haben wir diese einsame Insel erreicht. Doch unsere Erschöpfung verschattet die Freude erheblich. Allem Ungemach zum Trotz ist es Tauro dennoch gelungen, die Steintafeln einen der Sonnenruinen zu entziffern. Dem, der die Ringdrachen tief im Innersten des Labyrinths erweckt, winkt 3 Holonen. Während dieser Text neue Lebensgeister mir erweckte, brach Tauro völlig zusammen, als er damit fertig war. Leider muss ich mich daraufhin von ihm verabschieden und werde nun auf eigene Faust mit der Entdeckung fortsetzen. Hä? Oh, er markiert einen Weg. Gut, ich dachte, wir machen es bei Breath of the Wild und ging einfach ganz nach oben und klettern so irgendwie rüber. Aber ich kann natürlich gerade einen Weg nehmen. Ich meine, ihr seht den Schrein. Wenn wir uns also denken, wo wir lang müssen.
So ein bisschen Miasma hier, ne? Vielleicht nicht das beste Mittel, um hier zu navigieren. Bin unsicher. Weil warum Miasma? Ne? Erinnert mich eher an so einen Schlamm des Hasses aus Breath of the Wild. So. Wir haben einen Krog gehört. Ah, da unten haben wir schon gesehen. Hör's doch. So, Moment, hier müssen wir ganz kurz verschwinden, ihr lieben Weisen. Ja, das hat aber gerade angesehen. Er meint ja, er hätte eigentlich den Weg markiert, ne? Andererseits habe ich auch eine hilfreiche Minimap. Da kommt immer eher Loch. Können wir doch sparen. Dass irgendwo hier sein muss, kann ich mir ja denken. Ja, es hat auch ein Eingang nach innen zu sein. So. Noch schnell darüber. Ist ein Blutmond? Nö. Der gute Gandalf hat keinen Bock mehr. Hä? Hat gerade noch so gereicht. Sehr gut. Bogenmäßig. Naja. Ja, aber mal ein paar neue. Oh, Nydra. Was macht denn der? Nicht Nydra. Doch. Eldra, Quatsch. Eldra ist es. Gut, also bin ich der Meinung, dass wir hier hinten durch müssen. Das heißt... Also müssen wir das irgendwie machen. Oh. Der kommt ja im Prinzip zum passenden Moment, wenn man zwar bedenkt, dass sie hier wieder vom Blitz angegriffen werden und so. Von hinten war es auch nicht ganz. Ich meine, ich muss natürlich irgendeinen Ort haben, wo ich irgendwie reinkomme. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier ein Ding einsetze, einen Deckensprung, dann lande ich irgendwo anders. Vermutlich nicht auf dem Dach.
Du nicht mal. Starkes Sonanium Großschwert. Und einfach so herum. Ene mene Miste, das Rabbeln in der Kiste. Ich weiß nicht, das sieht mir jetzt ein bisschen gefährlich aus hier hinten. Bogenus, also im richtigen Weg. Seht ihr, und er macht hier so einen komplizierten, ne? Ja, das Labyrinth durch und so. Nee, da geht auch so. Tag 3, zu berichten und den Rückweg zu begeben. Ja, sehen kann. Ja. Aber Hand drauf. Als Herrscher der Drachen sage ich dir, dass du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat dir geöffnet. Besuche die südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Hey, ist ja offen. Dann war da offen. Eben noch nicht, ne, aber gerade gemacht. Ja, gut. So, da wäre jetzt die Abkürzung. Sehr gut. Wo der andere Typ ist, keine Ahnung. Gut, das heißt, wir können das Ding da einsammeln. Und gucken mal schnell, was das Schrein uns noch so bringt. Ne? Gehen wir ganz kurz nach oben. Wir wissen jetzt zwar, oder mittlerweile, dass da oben keine Schreine mehr sind. Folglich kann da oben irgendwie auch nichts mehr in der Richtung sein. Oh, einfacher Schrein. Wenn das nochmal ein Schrein wäre oder so etwas, aber vielleicht gibt es trotzdem was. Ne? Eben so irgendwie, fände es cool, wenn es ein Herzcontainer einfach so gäbe. Wäre schon cool, wenn hier die Rauro-Segen-Dinger jetzt überall bei diesen Labyrinth-Schreinen wären. Das wäre cool. 9 Stück. Weil hätte er sonst gesagt, also doch nächste Folge noch die anderen beiden schnell machen. Und vielleicht machen wir nochmal so einen Freiflug über den Todesberg, um nochmal ein paar Schreine auf zu markieren. Weil eben, es sind ja zum Glück nicht mehr viele. Wir haben es bald geschafft, Freunde. Bald. Sehr bald. Und bald haben wir auch den Himmel soweit komplett, ne? Also weil ich die letzten Karten gefunden habe, plus eben auch noch den Netz wilder Weisen. Den Untergrund, ja, wir haben noch ein paar Episoden, sie haben noch 2, 3 Sidequests an anderen Regionen. Da bin ich mal gespannt. Klappt's jetzt? Du, der das Labyrinth des Himmels betreten hast. Dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind 4 Vorrichtungen verborgen. Aktiviere alle 4. Oh, scheiße. Aber wozu? Sidequests. Okay, sind wir schön markiert, also soweit schön und gut, aber wozu denn? Was kriege ich denn hier? Ich meine, das mit dem Herzcontainer war jetzt ein Scherz, weil ich kann mir vorstellen, dass einfach so ein Herzcontainer geschenkt wird. Was könnte sonst noch sein? Vielleicht dann irgendwie ein Rüstungsset oder so? Ich meine, wir haben
das Dunkelset. Das haben wir so komplett. Uns fehlt noch das mit dem, wo ist es? Gewand der Finsternis. Da fehlt uns noch der Kopfteil. Kriegen wir aber auch im Untergrund. Ansonsten die Dinger hier von früheren Links, die kriegen wir noch durch Truhen. Also auch durch die alten Schatzkarten und so. Dass wir irgendwie die Helme kriegen, kann ich mir kaum vorstellen tatsächlich. Die Helme. Wir alle damals bei Breath of the Wild dachten von wegen, ah ja, das sind Hinweise auf die Krieger, sag ich jetzt mal, oder Weisen aus den früheren Zelda-Spielen, ne? So Ocarina of Time oder Wind Waker. Mittlerweile, naja, der Helm eines Kriegers. Und auch wenn es natürlich ein Helm jetzt mit Sheikah-Technologie ist, wissen wir, aha, das waren ja die Weisen von früher. Es gab einen Weisen namens Medo, einen Ruta, einen Weisen namens Laboris. Nach denen wurden ein Titan aus Breath of the Wild benannt. Gut, ich muss zugeben, das gefällt mir irgendwie besser als, klar war es andere auch cool zu sagen, hey, wir haben da die Weisen aus früheren Zelda-Spielen, an denen wurde das benannt und so. Aber sind wir ehrlich, zu sagen, hey, wir haben 2 oder mit dem Feuerding noch, Feuertitan, oder Feuermaske, hätten wir 3 Stück aus Weisen aus Ocarina of Time, nur einer aus The Wind Waker. Das war schon ein bisschen seltsam. So macht es ein bisschen mehr Sinn. Ach ja, wie du auch sei. Danke fürs Zusehen, Freunde. Bis nächstes Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Wir gucken mal, was hier so abgeht noch. Da irgendwie, naja, wird schon irgendwie was Cooles da drin sein, sicher. Und ansonsten, einfach wie gesagt, dass wir uns noch um die Labyrinthe im Untergrund, beziehungsweise Oberfläche, ne, war es genau, noch kümmern werden. Dann würde ich eventuell offscreen mal noch gucken nach den Truhen, die ich noch irgendwie verpasst habe. Dann machen wir bei Juni mit der Story weiter. Noch kurz. Arena der einsamen Insel, die haben damals übersehen. Nein. Nicht übersehen, einfach nicht gemacht. Naja. Ja, viel gibt es ja auch nicht mehr zu tun. Wir sind gut dabei. Sehr gut sogar, weil noch ein paar Shiny Wurzeln noch fehlen. Hier wird es außer Acht gelassen, wegen der Markierung. Aber egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.